Neues Sexualstrafrecht. Ein Nein ist genug. Bisher galt in Deutschland, nur wenn sich das Opfer dagegen wehrt, vergewaltigt zu werden, hat der Täter eine Straftat begangen. Das wird sich mit dem neuen Sexualstrafrecht ändern. Nach deutschem Recht war eine Vergewaltigung bisher nur dann strafbar, wenn Gewalt eingesetzt oder angedroht worden war und wenn sich das Opfer gegen den Täter gewehrt hatte. Weinte die Frau oder bat sie den Mann aufzuhören, dann reichte das nicht aus, um den Täter zu verurteilen. Sexuelle Belästigungen wurden meist nicht bestraft. Für die Frauen ist diese Erfahrung schlimm, sagt die Juristin Christina Klemm. Immer wieder hört sie von Betroffenen, es kann doch nicht sein, dass Männer das einfach so machen dürfen. Oft wehren sich die Opfer nicht, weil sie unter Schock stehen oder Gewalt fürchten. Außerdem zeigen viele Frauen eine Vergewaltigung nicht an, weil sie Angst vor der Frage haben, warum hast du dich nicht gewehrt? Deshalb haben Frauenrechtlerinnen schon seit langem für eine Reform des Sexualstrafrechts gekämpft. Zwar hatte Deutschland bereits 2011 die internationale Istanbuler Konvention des Europarats unterschrieben, nach der nicht einvernehmliche Sexualkontakte strafbar sind. Im deutschen Recht wurde sie jedoch nicht umgesetzt. Erst als mehr als 1000 Frauen am 31. Dezember 2015 in Köln Opfer von sexueller Belästigung wurden, ging alles ganz schnell. Am 7. Juli 2016 beschloss der Bundestag ein neues Sexualstrafrecht. Eine Straftat liegt in Zukunft auch dann vor, wenn das Opfer durch Worte oder Gesten zeigt, dass es mit den sexuellen Handlungen nicht einverstanden ist. Es gilt also, Nein heißt Nein. Mit dem neuen Gesetz kann auch Grapschen mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft werden. Dabei können auch Männer einer Gruppe verurteilt werden, wenn andere aus der Gruppe Sexualstraftaten begehen und sie nicht eingreifen.